Kennst du mich? Ich schäme mich. Ich schäme mich meiner Armut wegen, meiner Nacktheit wegen. Meine Bäume frieren, meine Ernte ist schlecht. Auf dieser Welt der Brüderlichkeit, der Einheit und der Arbeit, auf der die Atomrosen blühen und der Wissenschaftler und der Dichter, bin ich einsam, einsam und entfernt. Weißt du das? Ich wurde seit Jahrhunderten gemolken. Mit furchtbaren Reitern haben sie meinen Morgenschlaf zerstört. Kaiser, Verbrecher, Mörder haben mir Tribut auferlegt. Weder Alexander noch Sultan Murat konnten eine Spur hinterlassen. Ich habe nur meine Freunde gegrüßt und bin noch immer da. Siehst du das? So sprach Ahmed Arif, ein kurdischer Dichter, der in seinem ganzen Leben von 60 Jahren nur ein Gedichtsbuch veröffentlicht hat. Denn für ihn hat sich an der Realität nicht viel geändert. Nur Namen und die Zahl der Grausamkeiten auf sein Volk mögen sich geändert haben. Klänge und Rhythmen der Sehnsucht und Freude, der Wärme und Kälte, der Einsamkeit und der Ozeane, der Nähe und der Ferne erzählen die Entwurzelung von der eigenen Kultur und die Begegnungen mit fremden Kulturen. Ist diese Erzählung ein Ausschnitt des Kulturschocks der Reisenden von Euphrat und Tigris? Hinter einer Begegnung kann sich das Erfreuende, aber auch das Beängstigende verbergen. Die Angst ist nicht weit weg, wenn wir im gleichen Raum und in gleicher Zeit zu uns selbst und zueinander fremd sind. Doch die Fremde ist überwindbar. Es genügt oft den Weg zu gehen, was manche Verse, Töne und Rhythmen aufzeigen.
Die Geschichte dieses Stückes ist folgende. In einem weiten Land und fernen Zeiten verliebt sich ein armseliger Mann in die Prinzessin, die Tochter des Sultans. Er vermittelt ihr, dass er sie heiraten möchte. Einen armseligen Mann heiratet eine Prinzessin normalerweise nicht. Sagt sie, er soll 100 Tage und 100 Nächte warten. Für einen Verliebten in diesem Maße ist es kein Problem. Macht er das? Er wartet im Garten der Prinzessin 60, 70, 80, 90 Tage und Nächte, schreibt, singt und dichtet. Das Warten des armseligen Mannes wird in der ganzen Umgebung bekannt und von Mund zu Mund weitererzählt. Die Prinzessin wird unruhiger. Jeden Tag schaut sie aus dem Fenster hinaus. Der armselige Mann ist immer noch da. Alle warten inzwischen mit. 95, 96, 97, 98 und 99 Tage und Nächte sind inzwischen vergangen. Er wartet. Am 100. Morgen steht die Prinzessin auf und schaut aus dem Fenster hinaus. Er ist weg. Aus meinem Land brachten etwa vor 30 Jahren viele Züge, Autos und Flugzeuge die Menschen nach Westeuropa, die meisten nach Deutschland. Für diese Menschen gab es am Anfang nicht nur viel Arbeit, sondern auch damals schon unzählige Probleme, von denen sie nichts wussten. Es sind Menschen, hauptsächlich aus kleinen Dörfern, Analphabeten, weit weg von der westlichen Zivilisation. Das Schicksal hat immer auf beiden Seiten Schatten geworfen. Auf die, die ihr Land verließen, und auf diejenigen, die zurückblieben. Der Schmerz der Entwurzelung einerseits und die Integrationsschwierigkeiten andererseits wurden im alltäglichen Leben als Ursachen der Probleme spürbar. Du, mein Land, so weit von mir. Deine Sorgen bedrücken tief mein Herz. Du, mein Freund, komm, gehen wir. Warum sollst du in der Ferne bleiben? Wir sind ein Nomadenvolk mit Milch und Käse. Wo ist der goldene Weizen? Wo ist die fette Buttermilch? Der Feind hat dich ausgesaugt, aber das brennende Feuer erlischt niemals. آخ بلا توت بردوره دردی تر دل من کوره آخ بلا توت بردوره دردی تر دل من کوره هوال ورنگ مهرن هوال ورنگ مهرن چما تو بمن الدوره چما تو بمن الدوره
İstihbarın kuşku biran Beslemek şin derdi giran İstihbarın kuşku biran Beslemek şin derdi giran Havar bikin gerun koran Havar bikin gerun koran Evi nasihat sore Evi nasihat sore Hem göçerin bişir olur Kadevi teşka gelmi sor Hem göçerin bişir olur Kadevi teşka gelmi sor Ruçikirin nemaye kor Ruçikirin nemaye kor Velatimin ezbgori Velatimin ezbgori O vay ben yanarım Aman halim ağlarım yana yana Haydi haydi ağlarım yana yana Erdimi diyeceğim Aman halim hiç derdin olmayana Haydi haydi hiç derdin olmayana Ey gidi Karadeniz Aman halim sular ne karadır Haydi haydi sular ne karadır Senin de benim gibi Aman halim yüreğin bir yaradır Haydi haydi yüreğin bir yaradır Almanya gemileri, Almanya gemileri birileri bir geri birileri bir geri Kör olsun Almanya, kör olsun Almanya Ağlattın gelinleri, ağlattın gelinleri Almanyacı vatan adama hiç gülmeyin, adama hiç gülmeyin, adama hiç gülmeyin. Nedendir bilemedim bazılar gelmeyi, bazılar gelmeyi. Nedendir bilemedim bazılar gelmeyi, bazılar gelmeyi.
letzten türkisch gesungenen Lied beklagt eine Frau, deren Mann auch mit der Karawane nach Deutschland kam, ihren Schmerz und ihr Schicksalslied. Sie spricht mit dem Schwarzen Meer und dessen hohen und schweren Wellen. Schiffe nach Deutschland, schaukelnd in den Wellen. Ach Deutschland, du hast Bräute weinen lassen. Deutschland, du bittere Heimat, hast kein Lächeln für Fremde. Ich weiß nicht warum, die gegangen sind, kommen nie wieder. Oder sie kommen mit veränderter Seele, Augen und Sinnen. Weil diese Menschen im gelobten Wunderland einer Welt aus Glas, Stahl und Beton begegneten. Und diese kalte Welt hat sie geblendet, verwirrt und ausgebeutet. Sie hat nicht ihre Herzen erobert. Sie sind zerrissen, ängstlich, verzweifelt, einsam und isoliert. Sie haben alles verloren, außer ihren Erinnerungen. Ich habe meine Füße auf 2 Planeten. Wenn sie sich in Bewegung setzen, zerren sie mich mit. Ich falle. Ich trage 2 Welten in mir, aber keine ist ganz. Sie bluten ständig. Die Grenze verläuft mitten durch meine Zunge. Ich rüttle daran wie ein Häftling. Das Spiel an einer Wunde. Und an diesem Spiel ist inzwischen die 3. Generation herangewachsen. Die Ferne und die Nähe verlieren sich oft gegenseitig ineinander. Die Fremde ist auch ein Haus. Sehr geehrte Herren, wenn ich etwas Falsches schreibe, verzeihen Sie mir dieses Falsche, aber nehmen Sie meinen Brief trotzdem an. Weil ich im Pass meines Vaters stehe, passiert mir alles, was meinem Vater passiert. Von der Steppe angefangen, die er hinter sich her schleift, seit nämlich zu Ende der 50er Jahre ein Bagger in die Steppe kam und anfing, den Boden aufzuwühlen. Hinter dem Bagger erschien eine Straße,
Die Fremde begann. Die Fremde begann schon in der Heimat. Aber mein Vater nannte sie Deutschland. Ich nenne sie jetzt Türkei. Als ich herkam, war ich 5 Jahre alt. Seit 10 Jahren bin ich hier. Meine Brüder sind in Berlin geboren. Wo ist jetzt meine Heimat, wo meine Fremde? Die Fremde meines Vaters ist meine Heimat geworden. Meine Heimat ist die Fremde meines Vaters. Streichen Sie bitte meinen Namen im Pass meines Vaters. Ich möchte einen eigenen Pass in der Tasche haben. Wer mich danach fragt, dem will ich ehrlich sagen, wer ich bin. Ohne Scham, ohne Furcht. Und fast noch ein bisschen stolz darauf. Das Jahrhundert, in dem ich lebe, hat mich so gemacht. Geboren 1963 in Kayseri, Wohnort Berlin-Kreuzberg. Menschen, die zwischen Generationen, Kulturen und Sprachen nach eigener Identität suchen, haben nicht nur an dem Produktionsprozess der Industrienation teilgenommen. Sie haben mitkonsumiert. Sie haben auch ihre Beiträge an die Staatskassen geführt. Sie haben auch viel zur politischen Landschaft beigetragen. Und oft sind sie zu den Ungewollten geworden. Nicht allein die große Sehnsucht nach der eigenen Heimat und Kultur zwingt diese Menschen zu einer Rückkehr. Wenn sie täglich auf ihrer Haut spüren müssen, dass sie Ausländer sind, dass sie nicht so sein können wie die Deutschen, dass sie anders reden, anders denken und anders fühlen. Und wenn sie Tag für Tag hören, dass sie nur für eine bestimmte Zeit, quasi als eine Reservearmee hierher geholt wurden und jetzt unbrauchbar sind. Und wenn sie mit Nazi-Parolen und Taten bedroht werden, so bleibt für sie nicht viel übrig, als eine neu gewonnene Heimat verlassen zu müssen. Abschied. Wenn ich zu viel geworden bin, mein Bruder, nehme ich gleich Abschied von dem, was zu viel wird. Bleib du ein Wächter deiner Geschichte. Zu viel wird es nicht, oder? Nicht deine Identitätskrise, nicht die Hungersnot haben dich zum Helden gemacht. Meine Existenz, meine Reise aus fernen Ländern, weiten Jahrhunderten. Weder du noch ich konnten dieser Geschichte eine Blume wert sein. Leb wohl, mein Bruder. Du bist nicht allein. Ich auch nicht. Beim nächsten Mal, mein Bruder, wie wäre es mit Liebe?
من خیلیه رو سر پر جمیلیه لسر وین از دکالم وکو بلبل دنالم خیداج من خیلیه رو سر پر جمیلیه لسر وین از دکالم وکو بلبل دنالم تنی دی بین زنم نزنم از نزنم نزنم از نزنم هبالو تنی دی بین زنم نزنم از نزنم نزنم از نزنم هبالو بدوری من هرت یک دیه جخوره ازود بونه دجمنی دی بس فرجمن بدوری من هرت یک دیه جخوره ازود بونه دجمنی دی بس فرجمن ben di bin zanım nizanım ez nizanım nizanım ez nizanım hevalo Teni di bin zanım nizanım ez nizanım nizanım ez nizanım hevalo Yeki buz belinde gelik delalurinde Bixweli u fedane navi ve Kurdistane Bu yeki buz belinde gelik delalurinde Bixweli u fedane navi ve Kurdistane Me guraste düzanin düzanin hem düzanin düzanin hem düzanin hevalo Me guraste düzanin düzanin hem düzanin düzanin hem düzanin bir ano Bije kiyen evli serdi bim roju şev Bu min çiye ye heyran vın piroz bin jibo hev Min go bije kiyen evli serdi bim roju şev Bu min çiye ye heyran vın piroz bin jibo hev Teni dil beyn zanim nizanim ez nizanim nizanim ez nizanim hevalo Teni dil beyn zanim nizanim ez nizanim nizanim ez nizanim hevalo Tımlı serdi beşi, pirroni kanıdır reji Ve zor dayı girine, çav soru bu yaşı khune Tımlı serdi beşi, pirroni kanıdır reji Ve zor dayı girine, çav soru bu yaşı khune Beni kurban dizanim, dizanim, ez dizanim, dizanim, ez dizanim hevalo Beni kurban dizanim, dizanim, ez dizanim, dizanim, ez dizanim hevalo daber mlife min pi xoş kirdi life Bi qurbana te seyda navi te kiriye xeyda Min ev daber mlife min pi xoş kirdi life Bi qurbana te seyda navi te kiriye xeyda Dizanim ez dizanim dizanim ez dizanim dizanim ez dizanim hevalo Dizanim ez dizanim dizanim ez dizanim dizanim ez dizanim hevalo Den vier Nationalstaaten Türkei, Iran, Irak und Syrien ist es nicht gelungen, durch das Teilen des kurdischen Bodens gleichzeitig auch die Luft und das Wasser
die Schmerzen und die Freuden, die Angst und die Hoffnung zu teilen. Auch wenn der Überlebenskampf meines Volkes in manchen Situationen einem Labyrinth ähnelt, konnte das Freiheitslied nicht zum Schweigen gebracht werden. Einen Kurden begleitet bereits bei seiner Geburt die Trennung. Ob einzeln oder als ganzes Volk, kennen unsere Menschen alle Farben und Formen der Trennung und der Entfremdung von der eigenen Identität. Am Tag ihrer Geburt war ich in den Bergdörfern. Als sie 6 Monate alt war, im Gefängnis. Als ich zurückkam, hatte sie mich vergessen. Als sie 3 Jahre alt wurde, trafen wir uns zwischen Bajonetten. Sie bot mir und den Gendarmen Kekse an. Als sie 6 Jahre alt war, klopfte das Kriegsrecht an unserer Tür. 1 Jahr kreiste ich zwischen Ankara, Istanbul und Diyarbakır. Als sie mich im Gefängnis besuchte, war sie mir böse, weil ich nicht nach Hause kam. Und als sie 7 Jahre alt war, ging ich ihr aus dem Weg und verließ meine Heimat. Jetzt ist sie 8 Jahre alt. Sie kennt nicht die Gründe der Trennung. Sie kennt den Schmerz. Und alles, was geschah, ist für sie wie das Zerbrechen eines Spielzeugs. Mit einem einleitenden Lied, das für die kurdische Musik sehr typisch ist, beschreibt der berühmte in Exil verstorbene kurdische Dichter Jigerhwin die Verbundenheit der Menschen zu ihrem Boden und zu ihrer Geschichte. Er vermittelt den jungen Generationen in mehreren Gedichtsbänden die Spuren der kurdischen Geschichte mit allen blutigen Stationen, aber auch Signale für eine Zukunft. Es ist mein Leben Tag und Nacht, das auf meinen Bergen vergeht. Ach, es ist kein Platz mehr übrig geblieben. Alles wird vom Boden gerissen. Meine Vorfahren ließen mehrmals ihr Blut fließen, auf Bergen in den Tälern. Und der Feind hört nicht auf, mich vom Boden zu trennen. Hier ist ein neuer Tag, ein neuer Beginn. Schließen wir uns zusammen, heilen wir unsere Wunden. Hoch heben wir unsere Identität, unseren Namen. بسرچیان کتمه کاریم نبزره آخ جننت دارونیم نبروج نبشفد های های
باب كاليم بخنام بيسور آخ جهي باب كاليم بخنام بيسور لنجرو دجمن تدايج من راد بيت دركب دهايوي ويسه سالد ناليم برن دار پریشان ويسه سالد ناليم برن دار پریشان هاي هاي هجنوي برنه هجنوي برنه قي مشكرتو كي ها هبد هاي Wenn nicht einmal die Vögel ihre Nester bauen können, wenn Insekten nicht den Geruch der Erde in die Luft tragen können, wenn Liedern der Atem genommen wird, so schreit die Zukunft in aller Stille. Gib dich niemals auf, Kurdistan. Dein Lied wird immer gesungen, mit Wind und Wolken. Mit Wind und Wolken bist du auf dem Weg. Mit Bergen und Flüssen, mit Erdbeben und Schneelawinen. Hört das Murmeln deiner Bäche nicht auf. Halepce, Euphrat und Tigris, Giftgas und Nevros sind dein. Blumen, Insekten, das weite Land sind dein. Dein ist der Schrei nach Freiheit. Auch du bekommst die Wärme der Sonne. Gib dich niemals auf, Kurdistan. Kurdun serbilen, nakvazını bindest آزادی خوازن دویتم سربست کردن سر بلن نخوازن بردست آزادی خوازن دویتم سربست کردستان آمیین بن دستی دجمن بروز و رزانی دبیمم درخن کردستان آمیین بن دستی دجمن بروز و رزانی ورینم درخن ایدیم هستان نینه راوستان خنچر بدهستان دبین کردستان ایدیم هستان نینه راوستان خنچر بدهستان دبین کردستان Kurdun ser bilen, nakvazını bindest Azadi khazin dibintim serbest Kurdun ser bilen, nakvazını bindest Azadi khazin dibintim serbest Gelek hoşurun de paki ser belin de Tev bajar gün de gelek devlemen de
keser belinde Tev başarı günde Gelik devlemende Erişen eri Ey geli kurdan Dvenem bigrin Bu zor Kurdistan Erişen eriş Ey geli kurdan Dvenem bigrin Bu zor Kurdistan Zincir bişken derkebin meydan Egrinem tola kurdu Kurdistan Zincir bişken derkebin meydan Egrinem tola kurdu Kurdistan Kurt şirili dijmin zincirli milpeçan Girna su mirhaseli teng bu yemeydan Kurt şirili dijmin zincirli milpeçan Girna su mirhaseli teng bu yemeydan Dijmin peda ser divin herin şer Bizor derkhindar bigrin Kurdistan Dijmin peda ser divin herin şer Bizor derkhindar bigrin Kurdistan Manche von uns suchen nach Wurzeln ihrer Identität. Manche verlieren diese täglich. Manche haben das Glück, nach Erde zu riechen, mit dem Pech verhungern zu müssen. Manche haben das Pech, in den Abgasen zu ersticken, mit dem Glück, künstlich ernährt zu werden. Es gibt Gewürze intensiven Geschmacks, weil sie der Sonne nahe stehen, ohne den Boden zu vergessen. Es gibt Begegnungen, die in die Erdentiefe eindringen, unzerstörbare. Wie viele und welche von diesen nimmt jeder Erdenmensch im Hause seiner Seele mit?